Es ist Zeit für eine Revanche, Freunde, bei Yu-Gi-Oh! Master Duels. Und zwar mit meinem einen Deck, also natürlich mit dem aktuellen noch 1.4 Version. Wo es darum geht, dass wir ja das Duell von der letzten Folge, wo wir ein bisschen versagt haben gegen den absoluten Monarchen, nochmal aufnehmen. Aber diesmal eben mit dem eigenen Deck und nicht da mit dem Leihdeck. Mit dem Leihdeck mache ich dann mal offscreen. Weil, ja, irgendwie nicht gerade so meins und da hat es nicht geklappt und so. Und deswegen versuchen wir es mal so. Bin gespannt. So. Ich hoffe jetzt mit der Aufnahme und so weiter klappt alles wie geplant. Und ist irgendwie bei mir ein bisschen der Wurm drin. Ich habe irgendwie so krasse Nackenverspannungen, die mir zum Teil irgendwie noch so Schwindel und so bescheren. Da ist nämlich ganz eklig. Aber egal. So. Ein Deck. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Offensive, Freunde, erst einmal. Mystischer Weltraum-Taifun. Okay. Auch wie es dir gefällt. Dann aktiviere ich unerwartete Datei. Und kann somit eine Karte aus dem Deck aufs Feld rufen. Und ich nehme mal das sind die kleine Viech. Tschung, tschung. So. Dann ist ja ein Psi-Monster normal. Warte mal, was haben wir da noch alles Schönes? 3 Monster, 2 Plus-Monster. Dann Labyrinth, machen wir schon mal Link-Beschwörung, der wird nicht gehen. Stufe 6, mächtiger Krieger könnte man rufen. Flammenwell Urkis, das haben wir noch nie gerufen. Versuche mal, komm. Empfängerkrieger. So. Freunde, Spezialbeschwörung bzw. Synchrobeschwörung. Eins meiner Lieblingsmonster aus der Synchro-Ära. Erscheine. Flammenwell Urkisas. Der Urukisas. Okay, jetzt Beschwörung keine ursprünglich ist nur Urkisas. Urukisas, genau. Das Vieh hat ordentlich Power drauf. Wie viel werden wir gleich erleben? Und er kann sich boosten. Oh yes. Jedes Mal 300 Angriffspunkte dazu. Das ist nett. So, du wahrer Monarch. Sag mir doch bitte mal, was du so drauf hast. Aha, da hatten wir schon. Mein Zug. Aufschlagen, so. Durchschlagen Kampfkraft, genau, darum geht es ja gleich. Dann rufe ich mal noch Max Krieger. Was? Ah, lass mich raten. Ja, da haben wir schon. Was ist überhaupt für ein Viech? Sicherheitsdrache. Solange sie das Karte auf dem offenen Spielfeld liegt, falls sie kreuzgelinkt ist. Ja, Kreuzlinke, nee. Lieber nicht, danke. Flammenwell Urukisas, durchschlagender Schaden und Boosten. Dann natürlich ganz übel. Und drauf stehe ich, Freunde. Okay, klappt alles noch. Ich dachte gerade irgendwie, mein Mikrofon wäre aus. Ach, Kumpel, der bringt doch nichts. Im Gegenteil. Du machst alles nur noch schlimmer. Ich rufe Gerümpelsynchronisierer. Und dann wird es Zeit für ein neues Monster, Freunde. Und zwar. Aber so, just for fun. Gaia, selber der Blitzschatten. Und die Zauberkarte aufschlagen. Nee. Gaia Säbel, Angriff.
Airsaber ist schon ein krasses Viech, aber eben 3 Link-Monster, gut, das heißt 2 Plus-Monster, aber trotzdem. 3 Monster dafür opfern muss quasi, ist schon übel. Also jetzt in unserem aktuellen Fall waren es 3, weil wir halt kein anderes Link-Monster auf dem Feld hatten. So, Wiedergeburt. Kehre zurück. Flammenwell Urkisas. Oder Urukisas. Entschuldigung. Monster Reborn. Und dann rufen wir mal noch ein normales Monster und können vielleicht 3 Monster. Nee. Nee. Er wird zwar kreuz gelingt, aber nee, komm. Was? Also. Flammenwell Urukisas. Durchschlagender Schaden und es reicht komplett. Bams die Bams. Bye bye, wahrer Monarch. Victory is our. Oh yeah. So geht das, Freunde. Das war die Rache, die letzte Folge. Jo, dankeschön. So, damit hätten wir hier alle Duelle soweit geschafft. Hier fehlt einmal noch, muss ich noch mit meinem Dekan nochmal das Duell machen. Haben wir aber schon mal gesehen. Hier mit dem Leideck muss ich halt nochmal machen. Und dann haben wir hier alle durch und... Ja, Belohnungen, da kann man sich jetzt aber streiten, ob die Belohnungen so wichtig sind. Oder hier ein Duellpass noch. Ich würde sagen, wir gucken mal, kriegen das erste Element, da können wir glaube ich noch nichts machen, oder? Da fehlen mir glaube ich noch ein paar Lichtpunkte, wie war das schon wieder? Warte mal, hier gesperrt, oder? Genau, ich brauche ein paar Lichtpunkte, wo wir hier noch keine haben. Das Duell muss man mit meinem Deck mal noch machen. Und auch mal später. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit Ruin und die Mais. Beschwöre die Maiskönigin des Tages und Ruin Königin des Vergessens. Oha. Mal gucken, was das für Monster sind. Szenario. Vorher habe ich nämlich das Ritual. Okay, was kann die? Was? Zahle 1000 Lebenspunkte. Beschwöre ein Ritualmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand, aber es kann nicht angreifen. Zusätzlich zerstöre es während der Aim-Phase. Du kannst einfach das Spielzug aktivieren. Ja gut. Man könnte es nutzen als Material für andere Monster, sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Synchro-Beschwörung, Fusionsbeschwörung, Xyz oder eine Link-Beschwörung, würde sicher gehen. Oder damit ich halt irgendwelche Zauber, also irgendwelche Effekte noch nutzen kann. Da kann man jetzt ja mit anderen Karten noch, damit es nicht zerstört wird eben. Aber eh keine Ritualkarten an, bringt momentan eh nichts. Ruin und die Mais. Wenn eine Welt kurz vor dem Untergang steht, wird sie von 2 Wesen verabschiedet. Das erste ist ein rotes Wesen, das die Welt in goldenes Licht hüllt und den Vorhang zuzieht. Sie ist eine androgyne Göttin in roten Gewändern. Sie ist eine Göttin ohne Gläubige, das ist nur natürlich. Eine Welt, die von der Göttin Ruin besucht wird, ist auf dem Weg, zerstört zu werden. Jedes intelligente Leben, das an diese Göttin glaubt und sie anbetet, würde schon bald aufhören zu existieren. Das zweite ist ein schwarzes Wesen, das die Welt in blaue Flammen hüllt, die die Erde pulverisieren. Ein gewaltiger, allmächtiger Dämonenkönig in schwarzer Rüstung. Nur Link kann ihn besiegen. Was? Er ist ein König ohne Vasallen. Das ist nur natürlich. Eine Welt, die vom Dämonenkönig Stimais besucht wird, findet bald ihr Ende. Diejenigen, die einen solchen König ehren und ihm dienen möchten, würden bald zerstört. Oder vom Masterschwert verbannt. So, dankeschön. Dazu jetzt kommen wir zur Praktik, zur Praxis. Lernen die Vorzüge und Nachteile der Demise- und Ruin-Decks, okay.
Gucken mal, was wir so haben. Hengst vom Schwarzen Wald. Mhm. Okay, es geht um Ritualbeschwörungen, wa? Ja. Ah, das sind die. Ja, ja, die kenne ich. Noch irgendwie, zum Teil zumindest. Hab im Flederwisch. Mhm. Rotation. Wieso habe ich die Zauberkarte gar nicht drin? Hä? Ende der Welt, wo ist die? Ah, hier. Natürlich, weil es halt hier sich anbietet, Link-Beschwörungen. 5-köpfiger Link-Drache, sogar 5, okay. Gut, theoretisch kann natürlich auch ein paar andere Link-Monster für einsetzen, würde auch gehen. Ah, Entschuldigung, nicht kopieren, nee, alles cool. Statt kopieren, lieber spielen. Was? Aha. Was macht ein Untergang- und Ruinendeck einzigartig? Die Ritualmonster können alle mit dem Ritualzauber Ende der Welt gerufen werden. Untergang erlaubt es, die Lebenspunkte zu bezahlen, wenn man lernen kann, aber das Spiel wird zerstören. Ruin kann einen weiteren Angriff ausführen, sobald es ein Monster des Gegners im Kampf zerstört hat. Entscheidet auf Ritualbeschwörung, je nachdem, was auf der schönen. Du kannst einen Schaden anrichten, okay. Du hast Ende der Welt gezogen. Glückwunsch. Danke. Ich spiele das Ende der Welt. Krass war, ich rufe die eine Königin und opfer dafür die andere Königin. Was ich auch krass finde, ist, dass wirklich Ritualmonster immer noch im Main-Deck sind, nicht im Extra-Deck. Erneut angreifen, okay, das wäre cool. Greifen ein weiteres Mal an. Ja, man natürlich gerne. Wenn jetzt ein Spielzug. Okay, was soll er mit Zirkus der Welt machen? Nix. Offenbar. So, er will sich also verstecken. Na, daraus wird nichts, Kumpel. Aufgrund des verräterischen Schwerteffekts kann er im Moment nicht angreifen. Die Zyklus der Wellenbeschwörung als Ritualbeschwörung. Was? Warum? Was macht die Karte denn? Ah, okay. Kann sie quasi austauschen. Aber halt nur, wenn die andere Karte jeweils auf dem Spielfeld liegt. Also quasi ein Geben und Nehmen. Aktiviere sein Effekt. Was, 2000 Punkte bezahlen? Das war schweinemäßig teuer. Das ist also ungewohnt. Normalerweise zahlst du 1000 Lebenspunkte oder so. Ich hätte 2000, alter Schwede. Victory! Isawa. So klappt also ein Untergangsdeck. Interessant. Kugel Finsternis, sehr schön. Immer mal Kugel Licht. Kann man mal gucken, was man so kriegt dafür. Hier vielleicht. Ah, hier kriege ich Lichtkugeln. Okay. Was kriegen hier für eine Karte? Drin Ritualkunst. Nee, okay. Kein Problem, Freunde. Das heißt, wir machen es nicht mit meinem Deck, sondern mit dem Leihdeck.
Es geht darum, dass wir halt Ritualmons rufen. Dafür haben wir die zur Verfügung. Vor allem natürlich Hexe Schwarzen Waldes, kennt man, ist eine Oldschool-Karte. Zum Teil war die auch mal verbannt und so, zum Teil limitiert. Das war immer ein bisschen unterschiedlich. Okay, was kann die Karte? Spielzug aktivieren, interessant. Hexe Schwarzen Waldes. Ja, komm. Ich setze mal die Hexe Schwarzen Waldes, die passt schon. Da spiele ich mal noch den Zauber. Ende der Welt. Und wähle mal noch Ruinenkönig des Vergessens. Weil ich eigentlich schon eine habe, aber egal. Okay. Passt erstmal. Special Ability. So, warte mal, kann die hinzufügen. Das kann eigentlich auch nie schaden. Jo. Mann, schon 10.000 Hände. Und mein Zug. Topf der Extravaganz. Beginn in der Main-Phase, aber dann im Extra-Deck verdeckt. Ziehe eine Karte wieder. Kann Effekte ziehen, okay, gut. 6 Karten bitte. Dann spiele ich mal Landformen. Lege diese Karte. Dankeschön. Dann spiele ich mal Zerbrechen der Welt. Oder auch nicht. Dann natürlich Kacke. Dann rufe ich manche der 10.000 Hände. Nutze eine Special Ability. Moment. Eine der Welt. Oberster König. Sah schon mal krass aus. Der Effekt ist auch nicht schlecht. Aber nee, später. Später gerne. Spiele ich erstmal Ende der Welt. Und zwar damit ich... Die sind anders, aber egal, mach's trotzdem erstmal so. Warte mal. Moment. Ah, wenn ich die 3 habe. Moment, dann machen wir es anders. Der Effekt ist nämlich trotzdem nicht so schlecht. Okay. Ritualbeschwörung. Ruin, Engel des Vergessens.
Genau. Jetzt lege ich halt gerade ein bisschen was anderes spiele. Ich nehme mal den hier. Ah, den kann ich gar nicht wählen, wa? Schade. Ja, wenn ich sie natürlich wähle, muss ich die beiden opfern. Das sind wir auch doof. Ja, aber es geht nicht anders. Schade, weil eigentlich konnte man mit den Ritualdingern das Ganze auch ein bisschen anders handhaben. Also konnte auch mehr Monster opfern, also von der Anzahl Level her. Als unbedingt gebraucht hat, aber natürlich jetzt durch die Zauberkarten ist das Ganze ein bisschen anders. So, warte mal. Der kann ja jetzt nicht zerstört werden. Ja, komm. Kommen wir nach Wiedergeburt und ruf den gerne zurück. Oh, sie, Entschuldigung. Warte mal ganz kurz. Jetzt nochmal nachlesen. Die gemeinsame Stufe geht now. Okay, okay. Ich hatte es anders im Kopf. Ich dachte eigentlich, bei Ritualbeschwörung könnte ich auch ein Monster oder mehrere Monster opfern, die mehr, also deren gemeinsame Stufe mehr sind als die Stufe des Ritualmonsters, das ich rufen möchte. Aber hier ist halt wie bei Synchromonstern, es muss genau der Stufe entsprechen. So, dazu. Aua. Das sind Schmerzen. Natürlich Wiedergeburt bereits verbraucht. Man kann deswegen hier nicht viel machen. Den nehme ich doch gerne. Hä? Ah. Dann anders spielt es einen Tribut an und mich an. Naja, komm. Ritualbeschwörung und tschüss, Mann. Ja. Problem ist natürlich, auch wenn der Name der Karte halt trotzdem die meistgültigste Tag ist, hat es nicht die gleiche Stufe. Damit ich meine Ruinkönigin des Vergessens rufen könnte. Ist gerade ein bisschen tricky, aber ich komme schon rein, Freunde, ich komme schon rein. Also da mal keine Sorgen. Toll. Nützt mir relativ wenig gerade.
Wenn ich jetzt nochmal so ein Ding hätte. Eine der Welt, aber natürlich schon 2 Stück auf dem Friedhof. Und die dritte noch zu ziehen, wird ein bisschen knifflig. So viel dazu. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Aua. Okay, Freunde, so wie es aussieht, wenn wir dieses Duell verlieren. Ich hoffe trotzdem, dass das Herz der Kanne auf unserer Seite ist und würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis dahin, ciao zusammen.